Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Und ich weiss, vielleicht bin ich ein bisschen spät dran im Vergleich zu anderen, aber ich dachte, ich mache jetzt mal ein Tutorial, wie das Ganze eigentlich funktioniert mit dem Online-Speicher, mit dem Theatermodus und so. Und eben, wenn ihr es schon könnt, wenn es euch nicht interessiert, zwingt euch niemand das anzuschauen, aber vielleicht könnt ihr ja noch ein bisschen was dazu lernen. Jetzt, ich habe mein MW3 auf Englisch. Das sollte aber kein grosses Hindernis sein, wo ich meine, die Elemente sind genau gleich positioniert. Sie heissen dann halt einfach ein bisschen anders. Okay. Also, zuerst gehe ich mal in Vault, oder halt in Speicher, wie es glaube ich auf Deutsch heisst. Egal, der sollte einfach unter einem Elite sein. Und dann sehe ich hier eigentlich Folgendes. Ich sehe mein Online-Vault oder eben mein Online-Speicher. Der hat 24 Slots, weil ich bei Elite Premium dabei bin, also zahlen. Und so hat man mehr Slots, sonst hat man 6 oder 8. Und das Problem ist, dass zum Teil Leute bei mir, wenn ich jetzt ein Gameplay im 10 hätte oder im 12, das gar nicht könnten anschauen, weil sie selber nicht Premium Elite sind. Von dem her eine völlig hirnrissige Scheiße, wenn ihr wollt, dass eure Gameplays gesehen werden oder dass es jemand anschauen kann, gescheit steht, die ersten paar immer abspeichern. Aber jetzt zum Beispiel gerade beim Swifty, wo Elite Premium ist, kein Problem gehabt, seine, wo weiter unten sind, auch anzuschauen. Also ich weiss nicht, ob das Problem noch bestehend ist. Tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Das sind jetzt die Gameplays von mir, die ich gewünscht habe, dass die in meinem Speicher gespeichert werden. Logisch irgendwie, oder? Gut. Gehen wir weiter. Das sind meine Xbox Live-Freunde und kann er bei denen in ihren Online-Kanal, Online-Speicher gehen und wir dort ihre Gameplays reinziehen. Und genau das mache ich jeweils, wenn wir irgendwie einer von Crown Crew schreibt, jetzt der Trappy, der hat sonst irgendwie ein geiles Gameplay, dann gehe ich das hier bei ihm auswählen und anschauen, weil selbst wenn der Trappy und ich in diesem Game zusammen waren, wenn ich das bei mir im Speicher auswähle, kann ich nur die Ego-Perspektive von mir anschauen und nicht von ihm, wenn ich das möchte. Das ist ein bisschen mühsam, das war beim Black Ops besser gewesen, massiv besser. Aber immerhin kann man es so machen. Und das Theater ist eigentlich das Wichtigste, weil hier sollten alle Spiele, die ihr gespielt habt, gespeichert werden. Jetzt habe ich extra gesagt, sollten, weil das Problem ist halt einfach, Host-Migrationen, die Spiele unterbrechen, gewisse Gameplays werden hier gar nicht gespeichert. Wenn der Spot in ein Game reinkommt, kann es auch sein, dass es gar nicht gespeichert wird. Also, ich habe schon von vielen gehört und selber auch schon manchmal erlebt, dass Games hier nicht gefunden können werden. Darum, wenn es nicht wirklich wichtig ist und wenn ihr etwas zum Aufnehmen habt, HDP, VR oder auch Fraps auf dem PC, dann nehmt eure Gameplays konstant live auf. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr alles habt. Es ist zwar ein bisschen aufwendiger und wenn das Gameplay nichts war, muss man es dann wieder löschen. Aber das ist eigentlich der einzige Weg, um wirklich alles aufzuzeichnen. Ich war echt schon 2-3 Mal ziemlich enttäuscht gewesen, dass meine Games hier nicht gefunden werden, weil ich ein paar geile Sachen habe wollen zeigen, sage ich jetzt mal. Ja. Also, das heisst, das sind meine letzten Games mit der Score und alles zusammen, ihr könnt, so Private Matches und so werden hier gezeigt. Ziehen uns doch gerade mal die Dome-Geschichte rein. Und da habt ihr jetzt schon 2 Optionen. He? Und das habt ihr auch, wenn ihr bei einem Freund auf ein Video geht. Und zwar könnt ihr entweder das auswählen, dass es gerade abgespielt wird, oder dass es eben im Online-Speicher von euch selber gespeichert wird. Alles klar, he? Gut. Jetzt, ich muss das Zeug bei mir eigentlich nicht zwischenspeichern, weil ich es gerade jeweils immer mit dem HDP-VR aufnehme oder ich nehme es gerade live auf. Darum, wenn ich jetzt hier Play drücke, tut es schnell laden. Wenn es nicht euch ein Gameplay ist oder es schon ein bisschen länger her ist, geht es zum Teil richtig lang, über 2-3 Minuten, bis es geladen ist, je nach Spiellänge. Aber dann wartet man halt schnell. Also, jetzt, was sehen wir hier? Führen wir doch gerade mal an und möchte kurz informieren, dass unten das Element, die Zeitliste mit den Abschüssen, mit den Toten, die grünen sind die Abschüsse, die ihr gemacht habt, die roten sind, wenn ihr gestorben seid, kann man mit dem linken Stick auf der Xbox und vermutlich auch auf der Playstation, kann man das verschwinden und wieder auftauchen. Je nachdem, wollt ihr das verschwinden, wenn ihr etwas aufnehmt. Dann mit Y, bei der Playstation ist das der Knopf ganz oben von diesen 4. Ich habe jetzt gerade leider kein Pad bei mir. Könnt ihr Perspektiven durchschalten, zur freien Kamera gehen und wieder zurück in die Ego-Perspektive. Aber in der Ego-Perspektive, wie gesagt, das geht nur, wenn das Gameplay auch von diesem Spieler ist. Gut,
Dann könnt ihr mit LT, ich meine, auf der Playstation ist ja das als beschrieben, angeschrieben und auf dem PC sicher auch, könnt ihr doch ein bisschen führen und hinten spulen. Und was ich noch wichtig finde, ist, mit A kann man ja wieder Play drücken, dann läuft das Ganze wieder. Und dann könnt ihr mit dem Digi-Kreuz auf und runter, könnt ihr die Geschwindigkeit ändern. Ihr seht, ich gehe jetzt in 0,1 Schritten runter, wenn ich runter drücke, und gehe in 0,1 Schritten wieder rauf, wenn ich rauf drücke. Wenn ich links drücke, passiert nichts. Wenn ich rechts drücke, geht es auf Doppelspeed, dreifach, vierfach und das ist dann schon das Maximum. Wenn ich dann wieder Digi-Kreuz links drücke, kann ich wieder verlangsamen, bis es auf dem regulären Speed ist. Okay, jetzt habe ich schnell Pause gedrückt, weil was kann man jetzt noch machen? Ihr seht, ich springe jetzt schnell ganz nach rechts zum Screenshot. Wenn ihr den drückt, macht es einfach ein Foto. Und ja, kann man vielleicht mal brauchen, vielleicht für einen Wettbewerb oder so. Ich brauche es nie. Dann kann man wählen, ob es gespeichert wird oder ob man es verwerfen will. Jetzt, wenn man es speichern will, dann hat man eigentlich die Möglichkeit, dass man einen Titel eingibt und dann vielleicht Ultra Wicked Knife Kill oder so sagt. Und dann noch eine Beschreibung, auch noch, wo ist es passiert oder wie auch immer, einfach ein Hinweis, dass ihr euch dann noch erinnern könnt, was in diesem Video ist. Continue, dann könnt ihr einen Slot auswählen, wo ihr es speichern wollt und könnt das dann durch das Bild abspeichern. Machen das jetzt schnell. Das geht zum Glück nicht so lang, weil es ein Bild ist und sonst bei einem Video ging es massiv länger. Jetzt habe ich das hier schnell aufgekickt. Come on. So, seht ihr, es ist erfolgreich aufgeladen worden, alles tiptop. Jetzt, was man noch kann, ist eben ein Record. Und das ist folgendermaßen. Hier könnt ihr jetzt während dem Gameplay eigentlich mal X drücken. Jetzt hat es kurz stillgestanden und jetzt wird es aufnehmen. Und das nächste Mal, wo ihr X drückt, wird das Segment, also das Stückchen vom Video, das ihr jetzt habt aufgenommen, wird entweder automatisch mit einem Namen versehen und gespeichert. Ihr könnt ihm einen Namen geben und es wird gespeichert. Ihr könnt es schnell anschauen, okay, was habe ich jetzt hier genau aufgenommen. Oder ihr könnt es auch wieder verwerfen, wie auch das Bild. Okay, das ist eigentlich die Sache. Also, wenn ihr es chillig haben wollt, könnt ihr Auto-Name wählen. Dann laufe ich hier jetzt ein bisschen weiter, drücke noch einmal jetzt X oder zum Aufnehmen den Knopf halt. Die Campers auch hier hinten, den können wir, der Techno-Freak. Okay, egal. Drücke nochmal X, tue das nochmal Auto benamsen und somit, wenn ich jetzt Start drücke, ihr seht noch einmal die exakte Steuerung hier. Also, wenn ihr nicht wisst, wie navigieren, könnt ihr hier noch einmal schauen, ist Pausebildschirm. Und dann könnt ihr hier auf Manage Segments gehen. Und ihr seht jetzt so, dass jetzt die zwei Clips, die ich aufgenommen habe, mit einer Clip-Dauer von 13 Sekunden. Und unten seht ihr, der Name ist Segment 0001 und Segment 0002 mit der jeweiligen Dauer auch noch einmal. Und dann könnt ihr in der Mitte sogar noch den Übergang wählen zwischen fließend und Schnitt. Könnt ihr mal ein bisschen ausprobieren, was nach mehr zusagt. Und dann könnt ihr sogar noch, wenn ihr andrückt, könnt ihr noch wählen, ob das Segment verschoben werden soll, ob man allein das anschauen will, ob man das löschen will. Also man kann sehr viel machen. Und wenn man dann zufrieden ist, kann man hier eigentlich rausgehen und dann auf Upload Clip. Dann ist das genau gleich wie im Bild. Das heisst, ihr wählt wieder einen sinnvollen Titel und eine sinnvolle Beschreibung hoffentlich. Könnt dann Continue wählen und dann könnt ihr wieder einen leeren Slot auswählen. Wird das hier reingespeichert. Und auch das geht zum Glück sehr fix. Okay, und jetzt ist nur der Clip, den ich zusammengestellt habe, dort vorhanden. Also es ist nicht das ganze Gameplay, wo man Perspektive und Charakter wechseln und alles, sondern effektiv nur das, was ich wollte. Also, mit Jump to Start kann man nochmal am Anfang springen und vielleicht noch schnell hier, wenn ihr jetzt einmal... Nein, das war ein schlechtes Beispiel. Ich muss schnell warten, bis das Game gestartet ist oder wenigstens bis ich der Charakter bin, wo man aus der Ego-Perspektive sieht. Schnell pausieren. Wenn ihr jetzt eine Y drückt, könnt ihr eben so um euren Charakter hier herumziehen. Und das ist das, was ich ab und zu auch bei der Camper- und Booster-Sau mache, damit man sie gut in der Ecke innen sieht. Jetzt, wenn ihr noch eine Y drückt, wird es noch viel besser. Und zwar könnt ihr hier eigentlich eure Kamera frei bewegen. Und wenn jetzt ein Campersau immer so ein bisschen hin und her läuft, dann kann ich auch die Kamera ein bisschen weiter rausziehen, damit die Kameraposition eigentlich bleibt.
und er sich nur von einem Eck in die andere kriecht oder wie auch immer. Jetzt im Black Ops hat man hier noch vordefinierte Kameras können setzen und hat wunderschöne Kameraflüge und so können machen. Das ist hier leider nicht mehr der Fall. Also wenn ihr so einen Kameraflug aufnehmen oder wenn ihr einen seht, der das gemacht hat, der hat das alles manuell mit seinen Fingern gesteuert. Und ihr könnt mal probieren, es ist hure schwierig, mit einer guten Geschwindigkeit und so alles zusammen das dann einzufahren. Teilweise wird es schnell und dann verschießt man es wieder und so. Aber was ihr könnt machen ist, wenn ihr jetzt hier so einen Anflug machen wollt, dann könnt ihr X drücken. Es von davon aufnehmen, habt ihr gesehen. Dann kann ich dort chillig herfliegen, im Hintergrund läuft noch Musik, baram, barim, barum. Halt dann für so ein bisschen speziell irgendein Video und so. Könnt doch ein bisschen rumfliegen, das sind nicht die Jungs. Und dann, wenn wir richtig wicked sind, ja, kann man auch noch ein bisschen drehen, egal. Drücken wir nochmal X und dann haben wir eigentlich nur so ein Segment. Sagen nochmal Autoname. So, Deli. Gehen dann raus, Manage Segments und jetzt sind natürlich die zwei von vorhin auch noch dort, weil die habe ich natürlich nicht gelöscht. Und ich kann jetzt noch einmal den ganzen Clip eigentlich aufladen und ja, tue jetzt nur auf 6, überschreibe da einfach und dann passt das. Alright. Das wäre es mal zu dem gewesen. Wenn wir jetzt uns das anschauen, du jetzt auf Endfilm, jawohl. Wenn wir jetzt uns das anschauen, sieht das folgendermaßen aus. In meinem Theater, in meinem Online-Vault ist jetzt beim 5. Rechts muss noch schnell ein bisschen laden. Ja, scheiß drauf, seht ihr. Ich kann jetzt das mit A auswählen, umbenennen. Wenn ich meinen Account mit Facebook verknüpft habe, könnte ich es dort gerade aufladen. Lol. Okay. Und sonst kann man sich durch das Bild anschauen. Ich weiss jetzt nicht genau, wieso dass er jetzt hier länger braucht, als überhaupt zum Abspeichern und alles. Egal, wir schauen uns jetzt das nicht alles an, sondern gehen gerade direkt hier weiter zum Video. Können das einerseits abspielen und hier ist es schneller als beim Bild, was ich sehr unterhaltsam finde, weil ein Bild sollte eigentlich weniger Datenmenge brauchen als ein Video, aber das ist gleich. Es wird normal der Ladebildschirm gezeigt. Und jetzt seht ihr die 3 Clips, die ich dort eigentlich selber gemacht habe. Wahnsinnig spannend und prickelnd natürlich. Hier könnt ihr das Bedienelement wieder mit dem linken Stick ein- und ausblenden. Okay, das wäre jetzt der 2. Clip. Und jetzt kommt dann noch der 3. mit der geilen Anflugphase. He? Alles klar. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ihr hier machen könnt. Und jetzt, wenn wir den Film beenden, haben wir dann noch die Option, den zu rendern. Und rendern ist eigentlich die Funktion von einem Videobearbeitungsprogramm, wo man dann verschiedene Bild- und Tonspuren zu einem Video zusammenfügen. Okay? Jetzt kann man hier also rendern. Und jetzt fängt das Ding an von zusammenbröseln. Wobei mir jetzt nicht ganz klar ist, was er jetzt mit dem macht. Schnell schauen, jetzt sieht man hier noch das fertige Produkt. Und wenn ihr es gerendert habt, dann könnt ihr dann effektiv nichts mehr machen. Das heisst, ihr könnt weder mit dem linken Stick noch Sachen ein- und ausblenden oder sonst irgendeinen Einfluss nehmen. Das ist jetzt ein Video, das so als eigene Videodatei eigentlich angeschaut werden kann und wo man nichts mehr manipulieren kann. Das ist aber meistens auch bewusst so gewählt, weil wenn man es rendert, dann soll dann auch nichts mehr passieren. Also, jetzt sehen wir hier noch den Anflug. Schauen wir uns jetzt auch nicht ganz, weil ich jetzt Start drückt, dann wird das beendet. Und ja, die Frage ist jetzt, was mit dem gerenderten Video passiert ist. Ich gehe mal schnell gerade auf Elite schauen, ob das jetzt dort irgendwie auftaucht ist. Das habe ich selber noch nie gebraucht, weil eben ich das Zeug mit dem HDP vorher aufnehmen und dann im Sony Vegas Pro ich das Zeug dann zusammenstellen und rendern. Von dem her kann ich euch hier nur eingeschränkte Informationen geben. Jetzt, wenn ihr jetzt ein Campersaal-Video zur Verfügung stellen wollt, sei es das für ein Swiss auf der PS3, für ein Howie gegebenenfalls, gut auf dem PC kann man es selber aufnehmen, oder eben hier auf der Xbox für mich, könnt ihr das eigentlich folgendermaßen machen. Ihr geht ins Theater, geht zu dem Game, wo ihr die Campersaal gesehen habt, und platziert das näher in eurem Online-Speicher. Ja? Weil auf den kann ich zugreifen, wenn ihr mit mir befreundet seid.
schmeißt das dort rein, gebt mir nur guten Titel und dann kann ich mir das näher anschauen. Jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr selber auch schon so ein Film aufnehmen. Das geht für mich natürlich auch ringer, wenn ich das nicht selber machen muss. Könnt ihr ein bisschen probieren und dann könnt ihr dann eigentlich Upload-Clip und den Clip, den ihr selber zusammengestellt habt, aufladen. Und so kann ich dann auch auf das zugreifen. Das ist eigentlich schon die ganze Hexerei. Ich bin jetzt mittlerweile hier bei Elite gerade eingeloggt auf dem PC und schnell ein bisschen warten. Ich muss geschwind ein bisschen runterscrollen. Ja, sorry, seht ihr das jetzt nicht, aber ich finde, das ist eigentlich zu wenig wichtig. Genau, auf Elite, das ist jetzt auf Englisch eingestellt. Dort gibt es eben auch so einen Bereich Vault. Und ja, schau jetzt da. Mal. Also, das Ding hat geklappt. Das Bild, das ich gemacht habe, hat es aufgeladen. Aber bei den Videos ist nichts. Naja. Dort gibt es noch «How do I upload a video» auf Englisch oder eben «Wie lade ich ein Video hoch». Und dann gibt es sogar auf Elite eigentlich eine Beschreibung, wie das muss gemacht werden muss. Hat dort 12 Punkte, die beschrieben sind. Und da steht eigentlich «Select the clip you made, select render after your video clip plays through, it will automatically upload to your MP3 Player Card». Ah, okay. Dann muss ich das eventuell laufen. Was mache ich jetzt da? Ah, nein. Nein, schnell zurück. Dann muss ich das eventuell durchlaufen und dann wird es nachher aufgeladen scheinbar. Ja. Eben, wer braucht das schon? I don't know, aber die es möchten, brauchen, haben auf jeden Fall die Option. Und dann finde ich, ist das eine gute Sache, wenn man das machen kann. Ich hoffe, es hat geholfen. Es ist jetzt ein richtig langes Video geworden, aber es waren ja einige Informationen drin gewesen. Ja, stellt Fragen natürlich wie immer in den Kommentaren und ich helfe gerne. Okay, ihr seht, jetzt ist das ganze Video durchgelaufen. Jetzt habe ich einen Schwan. Ah ja, genau, schaut, jetzt startet das Uploading und dann sollte das irgendwann auf Elite verfügbar sein. Also, für euch wichtig ist, im Theater habt ihr alle eure Gameplays. Wenn ihr die irgendjemandem zur Verfügung stellen müsst ihr sie näher in eurem Online-Speicher platzieren. Und das wäre es schon gewesen. Für die, die ein bisschen experimentieren wollen, viel Vergnügen und allen zusammen natürlich einen schönen Tag. Macht's gut!